willkommen zur Meditationsszene Schweiz. Ich bin Lukas Wittmer. Heute rede ich mit dem Fred von Almen. Der Fred ist 1943 in Bern geboren, hat eine Lehre als Fotograf gemacht und dann auch 7 Jahre als Fotograf geschafft, hat viele längere Reisen gemacht und 1970 eine Asienreise, wo er dann seinen späteren Lehrer, den Geshe Rabten, getroffen hat. Er hat insgesamt 7 Jahre in Asien verbracht, dann ab 1981 3 Jahre im Retreat in der Insight Meditation Society in Barre, Massachusetts. Und er ist seit 1984 Lehrer für Buddhismus und Meditation. Er ist Gründungsmitglied vom Meditationszentrum Beatenberg, hat mehrere Bücher geschrieben und leitet auch heute noch in der ganzen Schweiz und auch darüber hinaus Retreats, Studienwochen und Alltagspraxiswochen. Der Fred ist verheiratet und lebt in Bern. Fred, vielen Dank, dass du da gekommen bist für das Gespräch. Gerne. Merci. Merci für die Einladung. Ich glaube, man kann ja sagen, du bist fast ein bisschen eine Koryphäe, auch ein Urgestein dieser Schweizer Meditationsszene. Du bist 1970 auf Asien. Was hat dich auf Asien gebracht? Also erstens bin ich sowieso gerne gereist. Also es hätte können sein, dass es einfach Interesse ist, daran Asien lernen zu kennen. Ich war schon längere Zeit in Afrika, auf vielen Orten in Europa. Aber in den späten 60er Jahren bin ich mal schon als Fotograf mehr unter Künstler gewesen und sie interessiert an, ich würde dem mal sagen, Pseudo-Esoterik, nicht wirklich Esoterik, einfach was da alles so ist interessant gewesen zu dieser Zeit. Und wir haben Bücher gelesen wie Anagarika Govinda, Der Weg der weißen Wolken, und das hat mich sehr inspiriert, dann mal zu schauen, was es tatsächlich gibt in Indien, auch in den Himalaya-Gebiet. Und der andere Aspekt, und der war vielleicht wichtiger, waren LSD und Company. Also zu sehen, dass es nicht nur irgendwie die esoterischen Ideen gibt, sondern dass man wirklich den eigenen Geist öffnen und in völlig andere Bereiche vorstoßen, wo normale Person eigentlich keine Ahnung und keine Vorstellung hat. Und das hat mich natürlich inspiriert, zu meditieren, da herauszufinden, was es da gibt. Und ich muss gerade vorwegnehmen, es war nachher ein bisschen weniger exotisch als auf der Meditationstipps. Aber ich könnte schon sagen, dass das wahrscheinlich einer der Hauptanlässe war. Vielleicht noch eins. Meine Freundin ist in dieser Zeit davon gelaufen und das war ziemlich hart. Sehr hart. Und ich habe das Gefühl, ich musste etwas finden, um mit dem umzugehen. Das war zwar nicht so genau definiert, aber so vage. Ich habe das Gefühl, vielleicht gibt es da ganz noch andere Möglichkeiten. Und sie ist nach Indien gegangen. Also du bist ja nachgereist? Ich bin quasi nachgereist, aber für nichts. Es hat nicht gebraucht von dem her. Es hat nämlich nichts genutzt und nichts gebracht. Aber das hat mir dann klar gemacht, dass ich längere Zeit nach Asien wollte. Also ich war dann 4 Monate und bin nochmal zurück. Und da ist eigentlich ein grosser Teil von dieser psychedelischen Zeit erst im 69 gekommen, aber nachher im 70 gefunden. So. Jetzt wollen wir es wissen. Und dann bist du wirklich wegen der Meditation gegangen? So will ich es nicht sagen. Ich weiss eigentlich nicht genau, warum. Also ich habe dann nicht genau gewusst, warum ich gehe. Irgendetwas Faszinierendes, Mysteriöses. Man hat gehört, es gäbe Lamas. Ich habe nicht genau gewusst, was die sind. Ich habe einen kurzen Artikel vom Dalai Lama, über den Dalai Lama gelesen und gewusst, dass das Dharamsala ist. Und auf dieser Reise haben Psychedelika immer noch eine Rolle gespielt. Ich war auch in Pakistan im Norden, in den Orten, wo man heute lieber nicht mehr hin will. Und in Kaschmir Hindu-Pilgrimage. Und nachher nach Dharamsala
erst etwa im August von diesem Jahr. Und dort hat es geheißen, ja, es hat einen Lama da oben im Wald. Der heisst Geschrabten. Das hat mich natürlich sehr interessiert. Und dort hat eigentlich ein direkt unmittelbarer Kontakt angefangen mit dem tibetischen Buddhismus. Das klingt jetzt recht direkt. Also Asien ist ja ziemlich gross. Wenn du sagst, ich bin mal gegangen und habe geschaut, nachher bist du aber doch recht schnell gewusst, okay, der Dalai Lama ist in Dharamsala und bist dort hin, aus diesem Grund? Also ich habe gewusst, dass es Indien ist für mich. Dann ist ja auch schon ein Hippie-Trail, hat es dann schon gegeben nach Indien. Also von dem her ist es nicht so eine Pionierleistung gewesen. Zum Teil bin ich mit Bussen von Engländern, weißt du, was sie mit alten Bussen haben gemietet und von London nach Delhi gefahren oder so. Von dem her ist Indien eigentlich drin gelegen und das alles praktisch ohne Geld. Also ich hätte auch nicht können nach Indien fliegen oder irgendwo nach Thailand oder so, was dann schon sehr viel kostspieliger wäre gewesen, sich aufzuhalten. Du bist ja Fotograf gewesen. Hast du dann unterwegs auch geschafft? Also weißt, hast du irgendwie versucht, Aufträge zu akquirieren, die du auf dieser Asienreise abwickelst? Oder hast du wie einen Cut gemacht, einen Schnitt und gesagt, das war jetzt mal mit Arbeiten, jetzt... Es war der Anfang vom Schnitt, aber noch nicht so eindeutig. Aber ich habe dort wenig fotografiert, weil ich sonst zu tun hatte. Das war ziemlich ein anderes Universum, wo ich drin war. Es ist erst nach einem Jahr, als ich beschlossen ich will meine angefangene Karriere aufgeben. Ich habe gerade von Time Life eine Anfrage bekommen, noch bevor ich weg bin. Und das ist für einen beginnenden Künstler, Fotograf natürlich die Chance. Und ich wusste, wenn ich jetzt nicht zurückgehe, das war eben nach einem Jahr, dann muss ich das alles aufgeben. Ich hatte dann die Möglichkeit, ein Gespräch mit dem Dalai Lama zu haben. Das hat man dann noch können. Also es hat ein bisschen Aufwand gebraucht, aber auf jeden Fall hatte ich ein stündiges Gespräch mit ihm und dachte, was ich alles habe gefragt, das ist so lächerlich. Weißt du noch etwas? Ja, eben zum Beispiel habe ich gefragt, wie kann ich entscheiden, soll ich zurückgehen, weil ich noch weiter aufbauen an meiner Fotografenkarriere, oder soll ich einfach Dharma praktizieren und dann spielt das alles gar keine Rolle. Und was hat er gesagt? Er hat gesagt, wenn du bereit bist, so zu leben wie ein Bettler, aus der nichts ausmacht, bleib da, praktiziere Dharma. Wenn du das Gefühl hast, das sei schwierig und du verlierst dabei auch das Dharma, dann geh gescheiter zurück, Schaff an deiner Karriere, schau, dass du genug Geld hast und nachher braucht deine Zeit mehr und mehr zum Praktizieren. Und du hast dich für den Bettler entschieden, in diesem Fall? Es war klar, dass ich, wenn ich zurück würde und dort voll einsteige, dann würde ich dann nicht 10 Jahre später sagen, das ist unrealistisch. Das habe ich schon gesehen, das habe ich auch bei meinem Vater gesehen, der immer auf die Welt reisen, aber zuerst musste er genug Geld haben. Irgendwie ist das dann, ist er so eingebunden und so engagiert, dass es gar nicht eine Möglichkeit war. Ich finde es aber gleich noch spannend, weil es heisst ja, du musst eigentlich in recht kurzer Zeit dich etwas doch so tief bewegt haben, dass du bereit bist, sehr viel Luft zu geben. Also materiell musste ich nicht sehr viel aufgeben, weil ich immer so gelebt habe. Ich habe praktisch auch nicht Geld gelebt. Ich hatte schon als Kind das Gefühl, in das Rat Race steige ich nicht ein. Ich weiß nicht, warum ich das hatte, aber weil mein Umfeld, meine Eltern, sind alle voll engagiert. Mein Vater war selbstständiger erwerbender Fotograf. Also von dem her habe ich nichts aufgegeben. Mhm. Der Schnitt war dann normal, als ich daheim alle meine früheren Fotos vorgehalten habe. Das finde ich heute blöd. Aber das hätte irgendwie müssen sein als klarer Schnitt, zum Sagen, Schluss. Und das war auch schon dann oder ein bisschen später dann gekommen? Das ist vermutlich, als ich nach 3 Jahren zurückgekommen bin, bin ich ganz sicher, und vielleicht schon vor dran. Also der Dalai Lama hat gesagt, wenn du leben wie ein Bettler, dann bleib da. Nicht, du hast willst, wenn es dir nichts ausmacht. Wenn es dir nichts ausmacht, genau. Ja, das ist ein wichtiger Unterschied. Ja. Dann hast du den Geshe Rabten, das war der Mönch, der irgendwo im Wald lebt, getroffen. Mhm. Und dann ist es abgegangen. Dann hast du die Erleuchtung schon bald gefunden. Es ist nicht so einfach.
Schon in dem Sinn, dass das ist sehr befremdend war, was der Gesche-Rabner gelernt hat. Hat er Englisch können? Nein, der ganze Rinpoche, der jetzt im Genfersee das Zentrum leitet, hat ihn übersetzt immer. Zum Glück, das war eine grosse Hilfe für uns, auch für mich, weil man so viel können noch dazu fragen, wo man nicht in den 2 Stunden, die man pro Woche oder pro 2 Wochen mit dem Gesche-Rabner hatte, dort können fragen. Wir haben der Gesche-Rabner gesagt, ja, was weiter? Wir waren schon mehrere. Ich merke, dass ich dort nicht der Einzige bin. Und wir haben gesagt, Meditation. Und irgendwie haben wir gemerkt, dass das nicht so ankommt für ihn. Das macht nicht so Sinn. Und nachher hat er die traditionelle Belehrung angefangen. Und das waren Belehrungen über Vergänglichkeit, über den Wert der menschlichen Wiedergeburt, über die Wichtigkeit von der Motivation hinter unserem Handeln, also Karma. Und die ganze Mühe von dieser Welt, wenn du mit einem Geist drin bist, der nicht klar ist, der verblendet ist. Und das haben wir gar nicht wissen. Wir wollten heim werden. Ganz wirklich. Und mit der Zeit hat das aber natürlich total Sinn machen. Und wir haben viel auch anders gelesen und mehr gelernt und gehört. Und also so gesehen, es war nicht ein kurzer Prozess, es war ein langer Prozess. Und gleichzeitig war klar, dass das ist essentiell im Leben. Das ist etwas Essentielles. Und hat natürlich auch Eindruck gemacht. Er ist dort in seinem Häuschen gewohnt. Das ist man könnte sagen, heute ein Professor, der 20 Jahre studiert hat. Und zwar Tag und Nacht, nicht einfach so ein bisschen als ein Job. Und jede freie Minute ist praktizieren hinter dem Kloster in den Bergen. Und der hat dort mit keinem Besitz in diesem Häuschen, das man ihm zur Verfügung gestellt hat. Also das Häuschen hatte ein Zimmer, einen Raum, etwa so ein Drittel oder ein Viertel von deinem Wohnzimmer hier. Und nebendran noch ein kleiner Raum, da war ein anderer Lama, der quasi sein Diener war. Das ist der war dort sehr glücklich, sehr engagiert in seiner Praxis, hat sehr viele Schüler gehabt, schon bereits. Einmal im Monat ist er in den Bergen auf und ab, hinter Dharamsala, in verschiedenen Höhlen und unter verschiedenen Blöcken hat es Meditierer gehabt, die dort schon seit Jahrzehnten, nicht Jahrzehnten, aber seit Jahren. Die schon da waren, sind aber vor allem Exil-Tibeter? Ausschliesslich Exil-Tibeter, ja. Nein, das ist ja für uns ein grosses Glück eigentlich, dass die flüchten mussten. Das ist Ironie des Schicksals. Dass man überhaupt Zugang hat zu dieser Lehre? Absolut, sonst wäre das so schwierig geblieben. Ja. Und dann sind da also ein paar westliche Hippies. Also ich glaube, wenn ich Fotos auf deiner Website aus dieser Zeit anschaue, kann man schon sagen, du bist halt ein Hippie gewesen, oder? Ja, gut, wenn du ein Foto von 1 oder 2 Monate später hättest geschaut, dann hast du abgeschnitten. Das war Kahlschädel. Ja. So ein Zeug war dann natürlich wichtig, es war auch eine Art Schnitt. Was sind denn für Leute dort, die so in deinem Umfeld? Ja, jemand war zum Beispiel vor mir der und hat schon ein Buch geschrieben oder eine Arbeit für die Uni. Das war Martin Kalf von Zürich, von Zolliken. Der hat den Gesche-Rabner schon vorher lernen kennen. Leute, das sind dann einfach so Freaks gsi. Einer war der Stephen Batchelor, der bekannt ist als Autor von vielen Büchern und sehr hochgeschätzt ist und sehr viele Retreats hat geleitet in den letzten 40 Jahren oder so. Einer war der Alan Wallace, der sehr bekannter buddhistischer Lehrer ist, der an diesen Konferenzen dabei ist. Also es waren viele Leute, die dann man weiss nicht, warum sie der waren, jeder vielleicht aus einem anderen Grund, aber haben sich da sehr involviert. Und jetzt andere die sich ausgegangen, hat man nicht mehr gehört von ihnen.
Und du hast gesagt, dann hat es die Belehrungen gegeben, die mehr und mehr eingeleuchtet haben im Laufe der Zeit. Aber mit der Meditation hat es gleich noch nicht so ganz geklappt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe das wahnsinnig schwierig gefunden, schon nur eine Viertelstunde dort zu sitzen. Das hat mir furchtbar schwer gedacht. Ich habe in einem Kuhstall gewohnt, wo keine rechten Wände hatte. Das hat nur 8 Rupien im Monat gekostet. Das war dann etwa 2 Franken im Monat. Darum konnte ich auch so lange bleiben. Und dann hatte ich in meinem Kuhstall ein Tischblatt, auf dem habe ich geschlafen und bin rumgehockt, weil der Boden war ein Herdboden. Dort zu hocken und zu meditieren, das war nicht zum Aushalten. Aber hast du denn überhaupt gewusst, was müsstest du machen, wenn du meditierst? Ja, wir haben dann schon gefragt, wie man genau vorgehen soll. Das ist schon erklärt. Auf jeden Fall, für das noch zu erweitern, haben wir relativ gleich gehört, dass es ein Goenka gäbe. Und das mache ich jetzt ganz neu, das ist dann erst nach Indien gekommen, von Burma. Mache ich die Meditationskurse, das sind 10-Tage-Kurse, dort sind mit 3 Wochen erleuchtet. Und dann haben andere von mir gesagt, genau, das müssen wir haben. Und es ist noch fast ein Jahr gegangen, bis ich den ersten Goenka-Kurs hatte. Ach, ich dachte, bis du erleuchtet warst. Nein, in diesem ersten 10-Tage-Kurs habe ich gelernt, sitzen. Ja. Weil da musst du. Das ist von morgen früh bis abends spät. Und die haben noch keine Meditation dazwischen. Es war wahnsinnig körperlich anstrengend und mühsam. Für mich, für viele andere auch, für die weniger. Das ist natürlich auch, es kommt auf den Körper, auf den Geist drauf an, was du mitbringst. Aber in dieser Beziehung hat Goenka-Kurs geholfen. Es war auch bei Goenka nicht so einfach. Aber was war denn so anders am Goenka als das, was du vom Geshe Rabten kennt hast, außer dass die einfach einen quasi gezwungen hat, sagen wir mal, den ganzen Tag zu sitzen? Grundsätzlich ist der Zugang zur Lehre verschieden. Der Geshe Rabten, wie alle tibetischen Lehrer, sie lehren ein ganzes Lehrgebäude von sehr grundlegend zu sehr tiefgründig. Und der Goenkaji hat ein relativ einfaches Konzept. Er hat 10-Tage-Kurs, jeden Morgen, erste Meditation, um 4:08 Uhr, das ist nicht die erste, die 4:08 Uhr Meditation, hat er die Anleitungen gegeben und am Abend einen Vortrag. Und er hat 10 Vorträge gehabt, entsprechend 10 Tage. Und 50 Jahre später hört man in den Goenka-Kurs, wo es mittlerweile in über 200 Zentren auf der Welt gibt, immer noch die gleichen 10 Vorträge vom Goenka. Also in dem Sinn hat er die ganze Lehre sehr kondensiert und auf eine gute Art und Weise präsentiert. Und vor allem hat man sitzen. Vom Morgen, ich weiss auch nicht mehr, wir haben angefangen. 4, halb 5, vielleicht 4 weg, um halb 5 in die Halle. Und dann war man dran. Und zum Teil waren so 3 Wochen Retreat. Und das ist schon noch ein anderer Zugang, während dann bei den tibetischen Lehrern, gerade bei den Gelupas, muss man selber. Also man lernt, man studiert, vielleicht ein paar Jahre sogar, und dann geht man in eine Hölle oder irgendwo in ein Kuti und meditiert für die nächsten 10 Jahre oder so. Und das war beim Goenka in dem Sinn viel machbar für uns Westliche. Also wir sind schon im 2. Jahr, wo der Goenka erklärt, weit über 100 an so einem Kurs. Er hat auch Theravada Vipassana gelehrt und nicht tibetischen Buddhismus. Mir hat beides begeistert. Kannst du vielleicht einfach nur in 2, 3 Worte sagen, was ist jetzt Theravada Vipassana, was ist tibetischer Buddhismus? Also der grosse Unterschied in der Herangehensweise. Zuerst zu Theravada Vipassana. Theravada Vipassana ist eigentlich ein Ausschnitt aus der ganzen grossen Theravada-Tradition von Burma, Thailand, Sri Lanka und so weiter.
wo direkt gerade nur mit einem Stück weit Sammlungspraxis zu tun hat und nachher mit Erkenntnispraxis Vipassana. Und fast aller Kontext ist weggelassen. Und das ist etwas, was den Westlichen sehr entgegenkommt, immer noch, oder sehr entgegengekommen ist, was aber auch Nachteile hat, weil ganz viel Kontext ist wichtig, wo in der asiatisch-buddhistischen Kultur selbstverständlich ist, was für uns überhaupt nicht selbstverständlich ist. Aber das ist das, was der Goenka hat gelernt, auch andere Vipassana-Lehrer eigentlich ein Stück weit bis zu uns, wobei die Tradition ein bisschen andere ist als die vom Goenka, die nicht zu lehren. Also in dem Sinn bin ich nach 5 Jahren so quasi rauskomplimentiert worden bei Goenka-Kurs. Nicht vom Goenka selber, aber von seinen Anhängern. Mit der Begründung, wenn du nicht ausschliesslich dich kannst entscheiden für das, dass es besser, wenn du nicht mehr dabei bist. Und ich war nie jemand für ausschliesslich. Das ist gar nicht mein Ding. Ich habe so viel Reichtum gesehen in diesen verschiedenen Traditionen, dass ich gesagt habe, also lassen wir es sein. Ich bin nachher mit anderen Vipassana-Lehrern weitergefahren. Und in der tibetischen Tradition hast du, wie ich schon gesagt habe, die ganzen Belehrungen. Da musst ein Ausspruch, der manchmal kam, in Dharamsala bei den Tibetern, ist, ohne jahrelang zu studieren, ist er gerade in Meditationsretreat gegangen. Ha, 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 ha. Also, Betonung auf, du musst zuerst wirklich genau wissen, was du überhaupt machst und was durchgeht und wie du vorgehst. Sonst kannst du es vergessen. Und dort bin ich in diesem Sinn froh gewesen, hatte ich einen direkten Zugang zur Meditation, wo Meditation in einem relativ einfachen Rahmen, ein tiefgründig, aber ein einfacher Rahmen ist, wenn bei den Tibetern. Da reflektierst du nachher über Vergänglichkeit, weißt, jahrelang. Da reflektierst du über abhängiges Entstehen jahrelang. Da reflektierst du über alles das, bis du anfängst Verständnis bekommst von der Leerheit, von allen Dingen. Das ist ein sehr viel komplexerer Zugang, der natürlich sehr tiefgründig ist, aber gerade in diesen Jahren nicht so leicht zugänglich war. Jedenfalls für mich. Du hast jetzt von Reflektieren geredet. Ist dann auch der tibetische Buddhismus quasi religiöser als das, was der Goenka macht? Eindeutig, ja. Es ist eine religiöse Kultur. Und im Theravada ist das auch so, aber im speziellen Fall von Goenka ist das alles weggefallen. Und das hat sicher sehr viel damit zu tun, dass der Goenka eigentlich ein Hindu war. Und wirklich die buddhistische Praxis hat entdeckt, weil er sie hilfreich findet und nicht, weil er etwas mit Buddhismus zu tun haben. Und das hat interessanterweise eben noch einmal vielen Westlichen geholfen, weil du musst dich nicht unbedingt zu einer Religion bekennen, sondern zu einer Praxis. Und das ist im tibetischen Buddhismus, das kann man, glaube ich, für jeden tibetischen Buddhismus sagen, schon sehr viel komplexer. Es ist auch schön, es ist auch ein grosser Reichtum, aber es braucht mehr entweder Affinität oder Bereitschaft, sich für das alles aufzutun. Und du bist eben jemand, der so ein Bein in beiden Welten hatte. Und in Dharamsala ist es im Herbst, so November, ist es so kalt geworden, es hat aufgeschneit. Dharamsala, also Klauganj ist es eigentlich nicht Dharamsala, es ist weit hoch ab. Dharamsala hat es fast schneien. Und es war noch nicht so eingerichtet für den Winter. Da sind viele von uns jeweils in die Ebene runter, was angenehm war. Und die Vipassana-Kurs, vor allem der Anagarika Munindra, der ein wichtiger Lehrer ist geworden, für mich, der hat das Bodhgaya gefunden, das ist in Bihar, das ist in der Gangesebene. Das heisst, ich habe einen ganzen Winter, also mehrere Mal einen ganzen Winter in Bodhgaya verbracht, praktiziert dort. Und dann wird es wahnsinnig heiß dort.
Also Herzinfarkt heisst im Mai. Das war die Zeit, für nach dem Salat zu gehen, wenn es dort wieder erträglich ist und nachher die Regenzeit ist. Also von dem her hat es schon Sinn gemacht. Und für mich hat es insofern Sinn gemacht, als ich den ganzen Winter Vipassana praktiziert und dann bin ich zurück zum Geschraubten und habe die ganzen Belehrungen weitergefahren. Ich habe auch ein bisschen gelernt, Tanka malen. Dort bin ich eigentlich mit dem Herz mehr daheim gewesen. Und mit Vipassana, das Bokaya mehr mit der Technik. Das ist vielleicht ein bisschen überzeichnet, aber ein Stückweise. Und die Integration von diesen beiden Welten, das war etwas, was du dann aber quasi selber hast müssen machen. Also das ist ja wahrscheinlich recht fremd für die traditionellen Lehrer in Asien, dass man so ein bisschen traditionsübergreifend unterwegs ist. Das war sehr schwierig, weil gerade tibetisch Mahayana und Theravada haben eine sehr schlechte Meinung voneinander. Also das ist Sektierertum im höchsten Grad. In den meisten Fällen, weil sie gar keine Ahnung haben, was die anderen machen. Das ist eigentlich das Tragische daran. Wenn sie es wüssten, wäre es vielleicht anders, aber sie interessieren sich nicht. Sie haben zum Teil schon aus ihrer Tradition heraus eine Vorstellung, was die anderen machen, die gar nicht dem entspricht. Und da hatte ich am Anfang Schwierigkeiten gehabt. Also da bin ich auch von meinen Freunden, die 3 tibetische Mahayana-Schüler waren, das Bokaya gefragt haben, Fred, doing a little Hinayana, was so heisst, Abschätzung. Das kleine Fahrzeug. Du bist da im kleinen Fahrzeug. He? Und umgekehrt hat mir, ich sage jetzt keinen Namen, einer von meinen nächsten Lehrern gesagt, als ich gesagt habe, ich gehe jetzt wieder nach Dharamsala über den Sommer. Er hat gesagt, oh, very good, dear. But be careful, there's Tantra. Also die absolute Warnung vor, was dort alles schieflaufen könnte, wenn ich dort... Und jetzt müssen wir vielleicht für alle, die nicht so tief in dem drin sind, sagen, Tantra im tibetischen Buddhismus, das ist nicht das, was man da zum Teil als Tantra irgendwelche Sexpraktiken versteht. Aber auch für diesen Lehrer war es irgendetwas Komisches gewesen, ohne dass er wirklich gewusst hat, was es ist und wie tiefgründig das es tatsächlich ist. Ja. Und jedes in beiden Sachen, was hast du denn mitgenommen, dass du das auch gemacht hast, ausser einfach der Hitze und der Kälte ausweichen? Du hast gesagt, das Herz war mehr bei den Tibetern gewesen, oder bei der tibetischen Richtung. Was sind denn so die vielleicht 2 Sachen gewesen, wo du irgendwie sagst, das ist das, was ich am einen geschätzt habe und das am anderen? In der tibetischen Tradition, gerade vor allem mit der Gelugpa-Tradition, mit dem Geschraubten, auch mit einem anderen Lehrer, der im Nepal Zeit verbracht, mit dem Lama Thubten Yeshe, ist Bodhicitta ganz wichtig gewesen. Also das Kultivieren von Mitgefühl, das Kultivieren von Güte, sogar so weit zu gehen im Sinne von Bodhicitta, dass man sagt, egal wie lange es braucht, bis wir vollständig erwacht sind, wir machen es, für möglichst vielen Lebewesen zu helfen. Da habe ich noch nicht einmal den ersten Schritt gemacht, aber es hat mich voll angesprochen. Ich finde das etwas vom Wichtigsten. Das ist etwas, was ich versuche zu vermitteln. Mit, ich weiss nicht, wie viel Erfolg. Das war mal sicher wichtig. Und, ich bin kein Philosoph, weil da habe ich nicht den Geist dazu, aber ich habe eine philosophische Ader oder Interesse. Und das sind natürlich gerade Gelugpas. Das ist die tibetische Schule, wo der Geschraubten drin war, genial. Und man hat das sehr interessiert, was da gelehrt wird. Und bin ich nachher auch in der Schweiz, wo der Geschraubten interessanterweise hergekommen ist. Habe ich doch etwa 4-5 Jahre mit ihm verbracht hier in der Schweiz. Und, sehr viel auch in dem Sinne Theorie gelernt und natürlich auch sehr viel Praxis. Während im Theravada erstens mal, das ist auch wieder, wie es sich halt so ergibt, Leute wie der Joseph Goldstein waren im Bokaya jeden Winter
Und ich habe dort zuerst mal einen Vortrag gehört. Also er selber ist 7 Jahre mit dem Anagarika Munindra, und auch mit dem Goenka, hat er dort praktiziert. Und ich habe zuerst mal in meinem Leben einen Vortrag gehört von einem Westlichen. Und das war so wahnsinnig gut gewesen, das war so treffend gewesen, dass ich das Gefühl hatte, das trifft ins Schwarze, weil es jemand mit einem westlichen Geist hat erklärt. Und ich habe ihn schon sehr gut kennt und gut mögen. Und es hat mich in dem Sinne schon beeinflusst, dass ich später gewusst habe, dass er ein grosses Zentrum hat, aufgezogen in Massachusetts in den USA. Ein Meditationszentrum, nicht ein Studienzentrum. Und ich habe schon lange das Gefühl gehabt, ich muss sehr viel länger noch praktizieren. Das ist auch der Grund, warum ich später nachher dorthin bin. Und der Aspekt von unmittelbarer Praxis, der hat mich immer an Vipassana so fasziniert. Und das ist auch das, was ich einen grossen Teil lehre, einfach auch, weil es im Westen so zugänglich ist und machbar ist und verständlich ist. Auch. Tibetischer Buddhismus finde ich wahnsinnig komplex zum Weitervermitteln. Und es hat viele Leute, die das machen, das finde ich toll. Aber ich bin auch ein bisschen, ich bin nicht so ein Devotion, ein Hingabe-Typ. Ja. Und ich habe immer ein bisschen Mühe gehabt mit all der Devotion an die Lamas. Also die wissen alles. Ich muss bei allem zuerst noch den Lama fragen, ob es okay ist, wenn ich das oder eins mache. Und das ist mir nie gelegen. Das hat man zum Glück beim Geshe-Rabten nicht müssen. Aber das ist natürlich das Umfeld an vielen Orten so funktioniert. Und da bin ich nicht ganz daheim gewesen. Ich könnte auch nicht in diesem Stil lehren. Und du hast vorher erwähnt, dann ist der Geshe-Rabten in die Schweiz gekommen oder geschickt worden. Und du bist dann auch mit ihm zusammen zurück in die Schweiz gekommen? Ja, wir waren dann etwa schon 7, 8, 9 Europäer in Darmstadt, die viel mit ihm zu tun hatten. Wir haben gefunden, das ist natürlich ein optimaler Zufall. Und er ist zuerst nach Rickon, oder wir sagen, glaube ich, Ricken, im Töstal gekommen, weil das ist irgendwie von dem Papier her, von der Flüchtlingssituation so gegangen, dass er dort erschafft wurde. Und dann sind wir in Töstal gezögert. Und wo nachher das damalige Tarpa Tschöling, heute Rabten Tschöling, ist gegründet worden am Genfersee, sind wir etwa 10 bis 20 von uns dorthin, etwa 10 Mönche und etwa 10 Laien und haben dort bis 1980 eigentlich Zeit mit dem Geshe-Rabten hauptsächlich verbracht. Und wie ist es in dieser Zeit so? Also weißt, hat sich in der Schweiz so seit den 60er Jahren, in den 70er Jahren, hat sich da irgendwie Meditation und Buddhismus und Dharma, hat sich das verbreitet? Was hast du angetroffen, als du zurückgekommen bist und wie hast du gelernt? Also am Anfang praktisch nichts, ausser ein paar Altbuddhisten, die sich irgendwo getroffen haben, über Buddhismus oder über Texte geredet haben, habe ich persönlich weit und breit nichts gesehen. Es ist so, dass eine Gruppe von Bern hat angefangen, ab und zu burmesische Lehrer einladen. Und das ist nachher quasi die erste Möglichkeit gewesen, überhaupt auch wieder Vipassana zu praktizieren. Die habe ich noch nicht mitbekommen. Die Gruppe hat auch einmal oder zweimal der Ajahn Sumedho eingeladen. Das ist von Thai-Waldkloster-Tradition. Ein westlicher Amerikaner, der das Kloster gegründet in England. Und aus dieser Bewegung hat sich später die Dhamma-Gruppe Schweiz gebildet. Und die hat Ursula Flückiger, meine Frau, hat seit vielleicht 84 ist sie Sekretärin gewesen, und zusammen mit einem Komitee hat sie all die Kurse, 4 bis 7 Kurse pro Jahr organisiert. Während 22 Jahren. Es waren also etwa 130 Kurse in gemieteten Häusern und Ferienhäusern lokal gewesen. Und wir haben
die ersten Jahre waren wir das Sekretariat, war in unserem kleinen Wohnzimmer. Also in dem Sinn hat es so von den Anfang 80er Jahren sehr viel mehr gelaufen in der Schweiz. Vor allem in Bezug auf Vipassana, während das Zentrum vom Geshe ist natürlich weiter florieren und ist bekannter geworden. Aber was ich noch erwähnen will, ist, im 1974 bin ich, also nach diesen 3 Jahren Indien, bin ich im Appenzell, sind wir zu dritt oder zu viert, mit dem Jacques Chenou, der heute auch Retreat lehrt, schon seit 50 Jahren, haben wir dort so in einem günstigen Häuschen, das wir mieten konnten, gelebt für ein Jahr. Und aus dem heraus ist zusammen mit dem Marcel Geisser, der das Haus Tao hat gegründet und leitet, haben wir den ersten effektiv Vipassana-Kurs gemacht im Appenzell. Und zwar haben wir das Bauernhaus gemietet dort. Und der Lehrer war Amerikaner, der vom Upakin, also in der gleichen Tradition wie der Goenka, autorisiert war. Und wir haben einfach gefunden, das machen wir jetzt. Und das Bauernhaus war nicht so gross. Und wir das, ich weiß nicht einmal, wie wir es ausgeschrieben haben. Wir hätten weder irgendwie Mails rausschicken oder irgendetwas. Auf jeden Fall ist sie zu unserem Erstaunen gleich mal klar geworden, es kommen 75 Personen. Und zwar fast alles Leute, die in Asien waren und sind zurückgekommen und nichts haben vorgefunden und nicht gewusst haben, was machen. Die sind alle gekommen und wir haben gesagt, oh je, wir haben auch nicht Platz für so viel. Dann haben wir noch einen Stall nebendran gehabt. Da sind wir auf St. Gallen Matratzen einkaufen bei der Heilsarmee, ein Stück für 5 Franken. Den Stall mit Matratzen gefüllt. Das hat funktioniert. Das war ganz schlimm, hat man uns nachher gesagt. Wir haben zwischen 2 Zimmern haben wir eine Wand rausgesagt. Du scheinst, ist das der sogenannte Zopf in einem Appenzeller Haus. Das ist das, was das ganze Haus stabilisiert. Weil wir haben Platz gebraucht für alle diese Leute. Und das ist 2 x 10 Tage ist das ist wirklich der erste Meditations- und vor allem Vipassana-Kurs in der Schweiz. Und wenn ich die Fotos schaue von denen, sehe ich eine ganze Anzahl Leute. Also jetzt mit der Gründer von Schwebenalp ist dabei gewesen, jemand, der Assistant Teacher beim Goenka war, jemand, der ein bekannter Übersetzer für tibetischen Buddhismus ist geworden und so weiter. Charles Chenou war der. Es ist sehr interessant, zurückzuschauen, was das hat ausgelöst hat. 75 Leute im Kuhstall, ja. Und nachher haben wir gemerkt, dass die alle immer spülen in diesem Plumpsklo, also eben so ein Bauernlandklo. Und nach 10 Tagen mit 75 Leuten ist das überlaufen. Und was haben wir? Wir waren Manager, wir mussten etwas machen. Und dann haben wir die Beschüttung gefunden und haben das alles aufs Feld verteilt. Und dann langsam haben wir gemerkt, dass alle rosarotes Klopapier gebraucht haben. Das war nachher auf dem Feld verteilt gewesen, und scheinbar hat das die Anwohner nicht so gerne gehabt. Also es war ein bisschen für sich gewesen, zum Glück. Und dann haben wir auch realisiert, ja, aber der Lehrer, der ist im einzigen Einzelzimmer und das ist genau neben dem Klo. Der hat nie etwas gesagt. Der Mr. Robert Hover hat nie etwas gesagt. Er ist also seiner Gelassenheit treu geblieben. Und es war sehr inspirierend und da ist ganz viel Energie daraus entstanden. Aber schon, wenn man heute zurückschaut, dass die Zustände sind nicht nachvollziehbar gewesen. Da sehe ich manchmal auch, wie die Leute verwöhnt sind heute, was es alles braucht, dass man meditieren kann und noch das Tee bei sich haben und noch das Haftpress mit in die Halle nehmen. Übertrieben, aber es ist ein bisschen Komfortzone geworden. Das war schon nicht am Anfang. Das sind tatsächlich Geschichten. Und dann bist du Anfang 80er Jahre für 3 Jahre eben ins IMS, Insight Meditation Society, um deine eigene Praxis nochmal während langer Zeit... Also ich habe dann überhaupt nicht an das Lehren gedacht. Das war dann noch kein Thema gewesen. Ich bin im 79 einen 3-Monats-Kurs, die gibt es immer noch, jeden Herbst 3 Monate am Stück. Und habe gefunden,
von dem muss ich mehr machen. Ich wusste, dass man die Möglichkeit hat, länger dort zu bleiben. Es war dann noch möglich, weil es $5 im Tag kostet. Das war schon noch die Zeit, wo das denkbar war. Und meine Freundin, gerade bis dann, war relativ vermögend, von vermögendem Haus. Er hat gesagt, sie können mir $200 im Monat geben. Und von dem konnte ich 150 können für das IMS, übrigens Insight Meditation Society heisst, zahlen auch 50 Franken für den Zahnarzt oder was immer, für Kaffee. Und darum konnte ich 3 Jahre dort bleiben, das hätte ich nicht können. Und 3 Jahre, wie muss man sich das vorstellen? Es gibt ja in der tibetischen Tradition die berühmten 3-Jahres-Retreat. Ich meine, wenn du allein da warst, also allein schon mit anderen, aber es war nicht irgendeine durchstrukturierte 3 Jahre, sondern du hast einfach 3 Jahre dort praktiziert, oder? Ja, in der tibetischen Tradition wird quasi eine Gruppe von 10, 20 Personen wird quasi in einen Compound, in ein Haus und Umschwung eingeschlossen. Und das ist aber auch ein Stück weit, da lernt man noch Tibetisch und lernt noch ganz viel Ritual und alles das so praktiziert systematisch. Und im IMS ist es vor allem am Anfang noch im Winter jetzt gar keine Kurse gegeben. Und das waren 10 Tage oder 14 Tage Kurse. Das heisst, zwischen ihnen ist immer das Schweigen gebrochen worden. Das ist alles im Schweigen. Das Schweigen gebrochen worden und das macht es auf einem Weg einfacher. Man konnte noch zwischen ihnen reden, aber auf eine andere Art hat es natürlich auch immer Kontinuität unterbrochen. Und im Winter haben wir relativ schwierige Zeiten gehabt, nicht so, weil ich schon 10 Jahre Praxis hinter mir hatte, aber andere haben das schwierig gefunden, ohne Lehrer oder Lehrerinnen dort Tag ein, Tag aus, 8 bis 12 Stunden am Tag zu meditieren. Und das ist mittlerweile natürlich ganz anders, viel strukturierter, aber in diesem Sinn ist so mit sehr viel Selbstverantwortung verbunden gewesen. Und interessant, dass immer wieder andere Lehrer und Lehrerinnen kamen. Also es relativ schon alles wie Vipassana, aber ein reichhaltiges Programm gehabt. Und weil mir das sowieso liegt, habe ich sehr viel gelernt von den verschiedensten Zugängen. Es war aber auch so gewesen, dass zum Beispiel vor einem 3-Monats-Kurs haben sie gesagt, so, jetzt gehen wir mal 3 Wochen weg. Nicht einmal wegen mir, sondern das Hausteam hat gesagt, wir wollen einen Moment, wo wir niemanden haben, wo wir nicht jeden Tag müssen kochen müssen, zum Beispiel. Das haben sie ja müssen, Jahr aus, Jahr ein, wenn wir sind zwischen 5 und 12 Leute, die einfach dort waren. Und zwischen musste ich ja wegen dem Visa einmal in die Schweiz müssen und dann wieder her. Also in dem Sinne war es nicht so ein kompakter Block gewesen, wie in der 3-Jahres-Retreat von den Tibetern. Aber es ist natürlich von der Intensität her, ja, es ist als Schweigekurs, ist es schon sehr faszinierend und unterstützend gewesen. Würdest du sagen, bist du als anderer Mensch heimgekommen, als du gegangen bist? Auf jeden Fall 3 Jahre älter. Ja, es hat sicher einen Unterschied gemacht. Definitiv nicht so gross, wie ich mir vorgestellt habe oder wie ich gerne hätte. Das sehe ich heute noch, wenn Leute in 3-Monatskursen, ich kenne viele, die gehen für 3 Monate, und ich sehe, die Erwartungen sind phänomenal. Und viele sind nachher ein bisschen enttäuscht, das vielleicht nicht zugeben. Es ist ein langer Weg. Es ist ein langer Weg. Für alle. Mhm. Was haben eigentlich deine Eltern dazu gesagt, dass du dich zuerst auf Asien lang verabschiedest und dann 3 Jahre in den USA meditierst? Also was haben sie zu dem gesagt und was haben denn sie für Veränderungen in dir vielleicht festgestellt? Zuerst zu der Veränderung. Die einzige Veränderung, die meine Mutter je hat, etwas dazu gesagt und ganz toll gefunden ist, dass ich aufgehört zu rauchen. Hat sie nie etwas gesagt. Aber es war schwierig für meine Eltern. Zuerst hat es gut ausgesehen, weil ich bin Fotograf geworden. Auch wenn ich ganz anders bin Fotograf war als mein Vater. Und er hat immer gehofft, dass ich sein Geschäft übernehme. Und das war eigentlich nie ein Thema für mich. Aber es war ihm noch nicht klar. Da hat er länger gebraucht. Und dann haben sie natürlich nicht gewusst, was ich mache. Weil das macht überhaupt...
musst dir vorstellen, in den 70er Jahren, oder, das hat keinen Sinn gemacht, nach Asien meditieren. Und von dem her war es schon sehr schwierig, aber sie waren immer sehr unterstützend gewesen, muss ich also wirklich sagen. Von dem her hatte ich sehr Glück gehabt, auch wenn ich mal zwischen ihnen wirklich finanziell in einer Krise war, haben sie mich unterstützt. Jetzt nicht massiv, aber was gerade möglich war. Es ist nicht viel vorgekommen. Aber, und eigentlich erst, als mein erstes Buch ist rausgekommen, mein Vater schon alt war, war er ganz stolz. Er sagt, mein Sohn ist Autor. Und vorher hat er seinen Freunden und Verwandten, die gefragt haben, was macht er denn in Amerika, hat er gesagt, er ist Reporter. Er hat nicht gewusst, was er sonst sagen soll. Es war ja auch so, wir brauchen viel das Wort Sitzen für Meditieren, was eigentlich unpassend ist, weil es bedeutend mehr ist als einfach Sitzen. Aber ein Berufskollege von mir hat mich in Bern mal gefragt, ich wusste, dass ich in Amerika bin, gefragt, was hast du gemacht dort? Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin eigentlich die ganzen 3 Jahre sitzen gewesen. Er hat gesagt, ja, Drogen. Das war so, alles so fremd gewesen. Und jetzt ist es eigentlich erst durch, ich würde sagen, durch die Gehirnforschung, und was ich herausgefunden habe, was nachher quasi publiziert ist worden, wie gut jetzt das soll sein und alles. Und auch durch John Kabat-Zins Arbeit sind wir jetzt im Gegenteil. Jetzt weiss jeder, was Meditation ist. Denkt jeder, was Meditation ist, und wenn man das macht. Nicht jeder, aber viel. Und das hat sich natürlich dramatisch verändert in diesen Jahren oder Jahrzehnten. Auf das möchte ich gerne nochmal zurückkommen, wenn wir vielleicht nochmal bei den 80er Jahren anhängen. Ich glaube, dann in deiner Biografie steht, du hast ab dem 84 nachher wirklich deine Lehrtätigkeit aufgenommen. Wie ist denn das gegangen? Hast du selber entschieden, dass du anfängst zu lehren, oder bist du zurückgekommen in die Schweiz und das Bedürfnis war da gewesen? Du hast ja dann schon lange praktiziert. Ja, 15 Jahre. Das war so, dass im letzten Jahr von dem Schluss, fast von diesen 3 Jahren, als ich im IMS war, vor allem Jack Cornfield gesagt, du könntest mal einen Vortrag halten. Und er hat es übrigens auch an Bill Hamilton gesagt. Das ist das einzige Mal, als ich etwas in diesem Sinn gehört von ihm. Der Bill Hamilton ist der Dharma Tapes gegründet hat und auch zur gleichen Zeit im IMS war. Genau. Und noch jemand, der ich nicht weiss, wer hat auch noch einen Vortrag gegeben. Also der Jack hat gefunden, ich könnte jetzt mal etwas produzieren. Und das war wahnsinnig aufregend, weil es nicht nur der Jack Cornfield der war, sondern Sharon Salzberg war auch noch im Publikum, in dieser kleinen Bibliothek dort. Und beim zweiten Mal, was ich vorkam, war noch der Ramdas dabei. Und das ganze Hausteam, Staff vom IMS. Also es war ziemlich eine erfahrene Gruppe von Leuten da. Aber offenbar ist der Vortrag gut angekommen und mit dem zweiten Vortrag auch noch. Und nachher ist eigentlich darum gegangen, wir hatten noch nicht so ein Trainingsjahr gehabt für Lehrende. Wir haben gelernt, Lehrer oder Lehrerin werden, indem man mit dabei war. Das ist eigentlich das Traditionelle. Und Joseph Goldstein und Jan Salzberg haben mich eingeladen, weil sie am Schluss von meinen 3 Jahren in der Schweiz einen Kurs hatten, immer noch von der Dhamma-Gruppe Schweiz organisiert. Und der hat gesagt, komm mit und assistiere. Und dann habe ich quasi auf Montpellier, übrigens in dem gleichen Haus, das wir dann eben gemietet hatten, angefangen zu assistieren. Und nachher der Joseph Goldstein hat gesagt, ihr könnt fragen für einen Wochenendkurs. Und sie haben mich mitgenommen, jeweils, wenn sie nach Europa sind. Ich war mit in Schweden am Retreat, ich war mit dem Jack Cornfield in Deutschland am Retreat. Wir haben Jack Cornfield 2-mal in die Schweiz eingeladen für 10 Tage Kurse. Das war quasi der Prozess vom Lehren und vom Lernen zu lehren. Das ist eigentlich über manches Jahr
ist das gelaufen. In dem Sinne sehr organisch, in dem Sagen. So. Ich habe übrigens noch, als ich angefangen habe zu lernen, bin ich zum Geschraubten und habe gefragt, ob ich habe gesagt, ich fange an zu lernen, was ich würde gerne von dem, was er lehrt, lernen. Und dann hat er mir genau gesagt, was das ich lernen kann und was ich lieber nicht so lernen. Also zum Beispiel Lamrim und Lotschong lernen, ist sehr gut. Und er hat gefunden, also auf keinen Fall Tantra lernen. Und das hatte ich auch nie im Sinn gehabt. Das könnte ich auch gar nicht. Und Madhyamika soll ich auch nicht lernen. Das ist vor allem Geluk-Sichtweise über die Leerheit. Das habe ich auch nie gemacht und nicht wollen. Weil so kompliziert? Also nicht, dass du nicht willst, sondern das war quasi sein Rat gewesen, einfach. Ja, das ist jetzt wieder sehr Gelugpa. Für Gelugpa ist schon extrem Philosophie und Studien bezogen. Eben zuerst durch 20 geschrieben, 25 Jahre lang studiert, bis er der oberste Grad hat erreicht hat. Und dann ist er retreat für den Rest des Lebens. Ausser dass er dann in die Schweiz musste. Das war nicht seine Idee. Und an anderen Orten machst du 3 Jahre Retreat. Philosophie ist nicht so wichtig. Du lernst schon das ganze Gebäude, Lehrgebäude, aber bei der Gelug ist das extrem anspruchsvoll und komplexe Erwartung. Übrigens in dem Sinn, ich habe mehr und mehr mich für Dzogchen interessiert, was eben sehr anders ist als, oder ziemlich anders ist als der Gelug-Zugang. Und bis seit 25 Jahren ist mein wichtigster Lehrer der Dzogchen Rinpoche. Und seine Lehrer, die ich ja zum Glück habe, länger lernen kennen. Und dort ist der ganze Teil vom Philosophischen und Intellektuellen und der ganze Hintergrund viel weniger wichtig. Und es wird viel mehr direkt Praxis gelehrt und gerade gemacht, gerade impliziert, jedenfalls vor allem mit dem Dzogchen Rinpoche. Dort kommt so zusammen, ja, der Dzogchen Rinpoche in unser Zentrum eingeladen und er ist bereit, Schweigekurs zu machen. Das machen die Tibeter sonst nicht. Und in diesem Sinn konnte ich schon etwas dazu tun, für die beiden Stränge zusammenzuführen. Aber sehr wenig. Und du hast jetzt gesagt, wie du zum Unterrichten gekommen bist. Also du bist so ein bisschen reingerutscht, aber hast dann gleich auch quasi noch wie abgeholt, wo liegen so ein bisschen die Limiten von dem, was du machen sollst. Wenn ich heute schaue, dann gibt es sehr viele Leute, die sagen, oh ja, ich will auch Meditation unterrichten. Was würdest du denn sagen, was sollen die machen? Das ist eine gute Frage, ja, weil die kommt jetzt ständig. Es ist ein riesiges Feld. Zum Beispiel kann man schon seit Jahren im Internet für 800 € kann man 3 Wochenende nehmen und nachher ist man Meditationslehrer, diplomiert. Die Frage ist, was gemeint ist heute mit Meditation. Wir denken, da gibt es riesige Unterschiede und da sind wir schon dran, probieren klarzumachen, was das bedeutet. Das eine ist eine Meditation, die auf einer intakten Tradition beruht, die mit einem grossen und langjährigen Training und Praxis verbunden ist, wo nachher die eigenen Lehrer oder Lehrerinnen sagen, okay, jetzt kannst du anfangen assistieren oder jetzt kannst du anfangen mal ein Wochenende lernen. Und das war bei mir auch so. Ich bin nicht reingerutscht in dem Sinn, sondern ich bin wirklich aufgefordert worden. Es wäre mir nicht in den Sinn gekommen, ausgerechnet dort den ersten Vortrag zu halten vor diesem Publikum. Und diesen Unterschied sehen natürlich viele nicht, weil wie soll man das wissen? Wir versuchen auch immer wieder, das klar zu machen. Und denen ist es klar, es klingt vielleicht überheblich, aber es ist ein Unterschied, ein Stückweise von Qualität, aber vor allem von der Tiefe und von der inneren Ausrichtung, um was es geht. Und das ist mir ein ganz wichtiger Teil. Und das kommt zum Teil natürlich auch von der tibetischen Tradition her.
Erstens mal lehre ich, weil ich so ein bisschen einen neuen Beruf will und mein Geld jetzt auf diese Art verdienen. Das ist noch toll, ich glaube, das ist cool, das machen. Da kann man sicher viele Leute jetzt. Es gibt sogar Kurse, die sind sehr teuer heute. Man kann ganz gut Geld verdienen damit. Und die Motivation ist vor allem auch Wellness oder Stressreduktion oder es tut einem einfach gut. Heute ist sowieso in der hektischen Gesellschaft gut ein bisschen Stille. Da kommen viele Leute, die sagen, ich komme gerne ein bisschen Stille. Und dann sage ich aber nichts. Aber eigentlich denke ich, ich möchte lieber Leute, die praktizieren können, weil das wirklich brennend interessiert. Auf jeden Fall ist der Hauptunterschied, ist es etwas, was ich mache, wo ich denke, es tut mir gut? Oder ist es ein ernsthaftes Anliegen für meinen Geist, mein Herz lernen zu kennen und das zu verändern in meinem Leben und freier zu werden von all den inneren Zwängen und Leiden? Und drittens ist es vielleicht sogar, weil ich das Gefühl habe, wenn ich das ein Stück weit verwirkliche, kann ich auch für andere hilfreich sein. Also in dem Sinne sind das verschiedene Niveaus, die möglich sind, wo man nicht einfach schwarz-weiß unterscheiden kann. Das ist alles so fließend und das ist ein bisschen komplex dort. Aber das heisst, wenn jemand das möchte, würdest du sagen, es braucht einmal eine tiefe und lange eigene Praxis? Wir haben zuerst mal, also die ersten 2 Personen, die ich nachgezogen habe, quasi zum Lehren, die haben schon jahrelang Retreat gemacht. Jemand, der jahrelang auch in Asien war, zum Teil im Dschungel gehockt mit einem der Lehrer, der der schwierigste ist von allen, der anspruchsvollste, meine ich, der in dem Sinn sich wirklich bemüht und interessiert war und nachher viel an meinen Kursen dabei war. Und ich mit der Zeit habe gesagt, komm, assistiere. Und er geschaut hat, dass sie auch angefragt werden. Und nachher, 2007, habe ich das mit der Ausbildung oder der Schulung, sagen wir mal, angefangen, weil das auch meine eigenen Kollegen und Lehrerinnen in Amerika angefangen haben. Und das gut gefunden. Das waren 5 Jahre. Da habe ich Leute genommen, die alle 20 Jahre Praxis hatten. Jetzt nicht ausschließlich Praxis, wenn ich es die ersten 15 Jahre hatte, aber doch auch sehr intensiv in der Praxis daheim war. Und nach 5 Jahren quasi so autorisiert habe. Das war also sehr viel formaler. Das ja viel einzelne Tage, 2 Tage viel Schulung und auch viel Schulung durch andere. Also das hat wieder damit zu tun, dass ich gerne offene Kultur anbieten, dass so mit Tibeter oder mit Zen-Leuten zusammen haben, Tage gehabt. Und im Moment wird es ein bisschen schwieriger. Die Hintergründe sind ein bisschen weniger tief. Aber wir haben gerade wieder eine Schulung angefangen mit ein paar. Und das ist auch zeitlich, wie du weißt. Es ist zeitlich sehr anspruchsvoll. Es hat sich herausgestellt, es ist zeitlich sehr anspruchsvoll. Die machen auch lange Retreat, wieder nochmal 3 Monats-Retreat oder mehrere 1 Monats-Retreat und so. Also das ist schon eben nicht einfach, wir machen jetzt da einen Kurs und nachher seid ihr es. Das ist schon sehr anders. Bevor wir vielleicht noch so ein bisschen auf die modernen Entwicklungen eingehen, noch 2001 bist du Mitgründer vom Meditationszentrum Beatenberg. Ein Zentrum, das seitdem Lehrer aus verschiedenen Traditionen einlädt, wo auch eben nicht auf eine Richtung total festgefahren ist, wo, du hast vorher mal erwähnt, eigentlich die Retreats meistens im Schwiegen sind, oder immer vielleicht sogar, ich weiss nicht, die ich war, waren immer im Schwiegen gewesen. Wie ist es zu der Gründung von dem Zentrum gekommen und wie ist das aufgenommen worden, vielleicht auch dort vor Ort, dass jetzt da ein Meditationszentrum? Also es hat sehr viel mit der Dhamma-Gruppe Schweiz zu tun, die ich erwähnt habe, die seit 1978 Kurs hat organisiert. Und
mit meiner Frau zusammen seit etwa 84, 85 ist das schon systematisch. Haben wir auch dann eben schon zum Beispiel jedes Jahr einen Lehrer aus der Ajahn, also einen Mönch aus der Ajahn Sumedho, Ajahn Chah-Tradition eingeladen. Aus dem, während 10 Jahren, aus dem ist nachher möglich geworden, für die Tradition das Kloster aufzubauen in der Schweiz. Wir haben aber auch aus Burma Lehrende eingeladen. Wir haben westliche eingeladen, die eine lange Praxis hinter sich hatten. Und das war 22 Jahre mit 130 Kursen. Also in dem Sinne haben wir nicht einfach so aus dem Nichts aus ein Zentrum gestartet, sondern schon. Ich bin schon 2-mal angefragt worden, habe lange Suche gemacht, über lange Zeit in der Schweiz. Und wir haben nie etwas Passendes gefunden. Und beim ersten Mal, als wir etwas Passendes gefunden haben, sind sie abgesprungen, weil sie irgendwie doch jetzt kalte Füße hatten. Oder gefunden, sie wollen es eigentlich gar nicht. Und nachher haben wir gefunden, ja, jetzt muss jemand anderes das aufziehen. Und dann ist dieses Orfer gekommen. Die war schon auch viel an unseren Kursen und hat selber auch schon unsere Kurse gemacht. Und hat schon gesagt, jetzt machen wir etwas. Und dann ist es wieder losgegangen mit Haussuchen. Das ist wieder lang gegangen. Bis wir das gefunden und gesehen haben, wir haben schon gewusst, dass es überhaupt möglich ist. Das ist optimal mit der Anbindung an ÖV, mit der Lage auf dem Thunersee, mit den Alpen, auch praktisch betriebsbereit. Viele Häuser hätte man noch 500.000 oder 1 Million reinstecken, bis man sie hätte dürfen wieder brauchen. Das ist eine Schule? Das war das Ferienheim von Burgdorf und im Dorf heisst es immer noch das Burgdorfer. Das Problem war, die haben wahnsinnig viel Geld dafür wollen und wir haben gewusst, das ist das, was wir haben müssen. Und die haben 2,5 Millionen wollen und das haben wir sowieso gesagt, es liegt nicht drin, 1,5, wenn überhaupt. Und der das von der Regierung von Burgdorf hat ziemlich Druck gemacht und gesagt, ja, wenn ihr nicht genug Geld gebt, dann wird es auch nicht verkauft, weil das das Stadtparlament beschließen. Wir haben eine Nostalgiefraktion, die will das behalten. Und wir haben mittlerweile alle vom Hotelverein Spezialisten gehabt, die sagen, wie viel es wert ist. Und die haben gesagt, ihr könnt nicht einmal 1 Million dafür zahlen, weil das will niemand. Das ist nutzlos. Ihr könnt auch kein Hotel daraus machen. Und so. Weil es ist ja sehr eigentlich asketisch, unser Zentrum. Und wir haben gesagt, ja, aber wir haben sehr viele Freiwillige. Und ich habe gesagt, ja, das kennen wir. Aber wir haben gewusst, dass es geht, weil wir haben so viele Kurse, zum Teil bis auch 80, mit 80 Teilnehmenden hatten. Und dann haben wir der gesagt, wir müssen das Geld auf der Bank haben, bis dann und dann. Weil einfach so, ich kann nicht ins Parlament sagen, das Grüppli von Buddhisten gesagt, sie kaufen es für 1,5 Millionen. Dann haben wir in der Schweiz angefangen, dann haben wir ausgeschrieben und haben doch wunderbarerweise 350'000 Franken, zum Teil als Spende, zum Teil als Darlehen bekommen. Aber meilenweit von den 1,5 Millionen, die wir müssten haben. Und nachher ist jemand, eine Kollegin, hat gehört von dem allem und die hat von einer Lehrerin von mir auch noch gehört, sie soll doch dort helfen, jemand, der sehr vermögend ist. Und hat gesagt, ich tue nachher den Rest als zinsloses Darlehen. Ja, darum war es überhaupt möglich gewesen, finanziell. Und wir haben es glücklicherweise nach 15 Jahren abgezahlt. Aber das war schon wichtig, dass es überhaupt ist gegangen. Aber was wir hatten, sind alle die guten Lehrer und Lehrerinnen, die wir einladen konnten. Sehr gleich ist Joseph Goldstein gekommen, der Ajahn Sumedho ist extra, weil Ursula war 1,5 Jahre im Kloster beim Ajahn Sumedho. Er hat gesagt, ich komme für eine Woche Kurs oder 10 Tage Kurs zu euch, auch für ein Statement zu machen zum Zentrum. Jack Cornfield ist gekommen, asiatische Lehrer sind gekommen, und von dem her haben wir von Anfang an schon quasi eine grosse Kartei gehabt, viele Teilnehmende, die sie interessiert waren. Und das ist relativ, also es war natürlich wahnsinnig anstrengend, aufregend gewesen, aber gleich relativ mühelos gelaufen und zum Glück sogar auch durch die Pandemie durch.
Weil das war nie ein Problem, wie es läuft. Bis jetzt 2 Jahre. Das war zum Teil zu. Das war ein bisschen weniger einfach, aber da haben wir auch viel Unterstützung gehabt. Genau, du bist sehr schnell dort dann auch online gegangen, hast gewisse Sachen online verleiht. Ja, das Gefühl, jetzt muss man etwas machen, das kann man nicht einfach zutun. Und das hat auch gut funktioniert. Die ersten 2 Online-Kurse, das sind Hunderte gekommen. Das ist seitdem wieder zurück auf ein Normallevel. Man hat halt auch Zeit gehabt. Ja, man hat auch Zeit gehabt. Man war quasi daheim eingesperrt, genau. Aber wir haben so Unterstützungskurs gemacht und wir haben gesagt, wir machen das für das Zentrum. Und da sind extrem viele Spenden gekommen, also wirklich grosse Spenden, die machen, dass es möglich ist. A. Und B. Der Staat. Wir mussten niemanden entlassen. Wir hatten dann etwa 6 Hausteams und dann hat es Kurzarbeit gegeben. Und ausser im Büro haben sie nichts zu tun gehabt. Und das war natürlich toll, also wirklich toll. Und zuletzt haben wir noch Härtefallgeld bekommen. Oder die 3 Sachen ist es eigentlich sehr gut durchgegangen, ist weitergegangen. Vielleicht auch weil wir eine gemeinnützige Stiftung sind. Also von dem her ist es auch legal gesehen, juristisch gesehen, eine sehr solide oder seriöse Sache. Weil dann wirst du jedes Jahr vom Stiftungsamt durchgecheckt, ob alles stimmt und ob noch Gemeinnützigkeit quasi berechtigt ist. Und ich meine, die Gemeinnützigkeit, wenn ich von außen schaue, dann sehe ich die. Ihr bietet Kurs zu einem sehr fairen Preis an, der eigentlich einfach Kost und Logis abdeckt. Und alle Lehrenden, die kommen, die kommen ohne, dass sie ein fixes Gehalt bekommen, sondern da steht am Schluss die Schachtel, wo man rein tun kann, was man geben kann. Also die Grosszügigkeit, ihr seid auf die Grosszügigkeit der Teilnehmenden angewiesen, oder? Absolut, ja. Es ist ein Stück weit das Ganze so strukturiert. Natürlich, damit es eben günstig angeboten werden, dass die Leute, die wollen, praktizieren können. Wobei ein gewisses Segment von Leuten nicht kommt, weil es so bescheiden ist. Ich meine, Viererzimmer, quasi blotte Viererzimmer, ist nicht jedermanns Sache. Aber Grosszügigkeit, loslassen, die ganze Offenheit ist ganz ein wahnsinnig wichtiger Aspekt von der Praxis überhaupt. Du könntest sagen, loslassen, nicht ergreifen. Die ganze Offenheit ist die unmittelbare Ursache für Erwachen, für tiefe Erkenntnis. Es wird total unterschätzt, weil man das Gefühl hat, ja, das hat mehr so mit Almosen zu tun oder mit etwas so. Aber es läuft eigentlich auch nur so, weil wir bei jedem Kurs haben wir 3, 4, 5 Freiwillige, die helfen kochen. Weil das wird schon nicht länger bei diesen Kursen. Nur die Person, die kocht, also die Köchin oder der Koch. Das hilft, dass die Lehrenden quasi auf Spendenbasis ihre ganze Arbeit anbieten. Das unterstützt natürlich sehr. Es ist schon ein Beispiel geben. Also es macht es glaubwürdiger. Es ist manchmal nicht so einfach, weil die Leute verstehen das nicht. Hier im Westen ist es eher so, dass wenn da nicht ein guter Preis drauf ist, ist es nicht so viel wert. Und ich weiss, es gibt vor allem einen Kollegen, der bietet Online-Kurse an und da machen 1000 Leute mit und das kostet manchmal 1000 Franken. Und da sind wir in dem Sinn immer noch, probieren wir es abzugrenzen und zu sagen, nein, wir insistieren darauf, dass es auf Spendenbasis ist, auch in der Hoffnung, dass es die Leute verstehen und entsprechend auch ein bisschen grosszügig sind. Das Paare sind so, viel nutzen es aus, als Schnäppchen, oder das weiss ja nicht immer, ob ich etwas in die Schachtel tue oder nicht. Das hat sich jetzt gezeigt in der Pandemie, wenn wir bei Online-Kursen das nicht mehr anonym machen können. Da waren wir ein bisschen schockiert, wie viel es gar nicht gegeben. Okay. Und ich sage das auch wegen dem hier, weil es ist
nicht denkt als Trinkgeld, sondern es ist denkt als ganz andere Art und Weise zu denken. Vor allem im Zusammenhang mit dem Dharma, dass man es nicht handelt und dass man es nicht verkauft, weil es ist so etwas Wertvolles. Weil es wirklich Dharma ist ja nicht nur einfach ein bisschen Meditation. Dass ich finde, wir wollen dranbleiben und ganz viele von meinen Kolleginnen und Kollegen sind fest entschlossen, mit dem Spendensystem dran zu bleiben und nicht übergehen zu festen Preisen. Aber es ist ein interessantes, kontroverses Thema, immer wieder. Und nicht einfach. Du bist jetzt fast 80, praktizierst seit über 50 Jahren. Wie hat sich deine Praxis im Laufe der Zeit gewandelt? Wir sind auch schon zusammen in Retreats, wo wir beide als Teilnehmer waren. Und wie alle anderen Teilnehmer bist du gesessen, hast Gehmeditation gemacht, hast Essen geholt, bist gesessen. Von außen sehe ich ja keinen Unterschied. Aber wenn du jetzt so zurückschaust, was hat sich für dich verändert oder was ist auch vielleicht wichtiger geworden für dich in all diesen Jahren? Und was weniger wichtig? Also das ist sicher keine einfache Frage. Was soll man da sagen? Etwas, was vielleicht Sinn macht, wenn ich sage, ich gebe ein Beispiel. Vor Jahren hat jemand im IMS, Sharon Salzberg, gefragt, du bist jetzt 20 Jahre dran, wie hat sich die effektive Meditationspraxis verändert? Hat sie einen Moment überlegt und hat sie gesagt, eigentlich gar nicht. Und dann ist natürlich grosses Murmeln und Erstaunen gekommen und die Rückfrage. Und dann hat sie gesagt, die Art und Weise, wie ich damit umgehe, die innere Haltung, ist völlig anders. Und das ist für mich das Wichtigste. Nicht, was kann ich in der Meditation herbringen und was nicht, sondern ist es die Art und Weise, im Leben zu sein, mit meinen Erfahrungen und damit Menschen umzugehen, verglichen, das ist nur für mich verglichen mit vor 50 Jahren, ist wie Tag und Nacht. Aber das kannst du natürlich nicht messen. Mhm. Aber wenn ich etwas müsste sagen, das ist das Wesentliche. In diesem Sinne ist meine Praxis auch immer mehr auch noch Alltagspraxis. In dem Sinn, dass es nur Sinn macht, wenn es eine Lebenspraxis ist. Also jetzt muss Praxis sein, jetzt gerade. Was soll es, wenn man eine halbe Stunde jeden Morgen auf dem Küssen sitzt und das ist dann irgendwie in Klammer Praxis und dann macht man wieder weiter wie gehabt. Ich glaube, mehr kann ich nicht darüber sagen. Mhm. Und wenn du auch wieder auf die 50 Jahre zurückschaust, wie hat sich dann so die ganze, ich sage jetzt wieder, wie der Podcast heisst, Meditationsszenen entwickelt und wo siehst du sie angehen? Das ist eine Frage, die wir uns in den letzten 2-3 Jahren oft gefragt haben. Ein Kollege aus Amerika hat sogar eine Umfrage gemacht diesbezüglich. Und wir sind zu dritt, 3 Meditationslehrerinnen zusammengehockt und haben gefunden, eigentlich ist es ein Prozess von Degeneration. Es verwässert sich alles. Und das haben wir mal so weitergegeben und dann das ist mir irgendwie geblieben. Es ist noch weitergelaufen und nach ein paar Tagen habe ich gefunden, Moment, das ist nicht wahr. Die wenigen Leute, die wirklich dran sind und praktizieren, wenn man die anschaut, und mehr hat es nie gegeben auf dieser Welt, ob jetzt in Asien oder hier, da ist sehr viel passiert und da hat es sehr seriöse Strukturen sind entstanden und Leute, die wirklich kompetent sind und vertrauenswürdig. Aber dadurch, dass Meditation jetzt in Anführungszeichen so bekannt ist worden und halt einfach quasi für jedermann also etwas sich anbietet, was der oder die gerade will, könnte man den Eindruck bekommen, eigentlich sei es verflacht und verwässert. Aber im Grunde genommen hat es sich einfach ganz weit verteilt und das ist eigentlich toll. Weil es ist, für ganz viele Leute ist es nützlich und wenn es nützlich ist, ist es gut. Für ganz viele Leute ist es hilfreich und unterstützend.
egal wie tief das sie jetzt gehen, und das ist eigentlich bestens. Und nachher hat es gleichzeitig für die wirklich das als die zentralen Fragen vom Leben dort untersuchen oder erforschen und erkennen. Für die bestehen Strukturen, wo man wirklich tief gehen kann. Jetzt nicht nur im Meditationszentrum Beatenberg, da kann man im Moment bis 4 Wochen am Stück kann man praktizieren. Aber im Gaia-Haus kann man ein Jahr, wenn man will. Das ist in Südwesten von England oder im IMS hat es ein zweites Zentrum. Da kann man so lange, wie man will, auf vielen Orten in Asien, vor allem in Burma, hat man sehr lange können. Das ist jetzt gerade einfach, weil es so schlimme Zustände gibt. Politisch geht es nicht. Aber es hat auch sehr viele westliche Leute, die die Möglichkeiten haben ausgenutzt und immer noch ausnutzen. Das finde ich toll. Wenn du jetzt so müsstest sagen, die 3 Sachen, die du jemandem auf den Weg geben möchtest, die du quasi aus dem allem rausnimmst, 3 oder 5, gibt es da etwas, wo du könntest sagen, hey, schau auf das, und dann bist du schon mal ein bisschen richtig ausgerichtet oder hilfreich ausgerichtet? Vielleicht die folgenden 3 Sachen, die mir in den Sinn kommen. Erstens finde ich persönlich eine Betonung oder quasi die Mitentwicklung oder das Kultivieren von Mitgefühl, von Güte, von Grosszügigkeit, von Verbundenheit ist extrem wichtig. Dass wir, wenn wir ernsthaft praktizieren, dass wir unsere Perspektive, unsere Motivation immer wieder auftun und nicht versuchen, aus einer Selbstbezogenheit heraus irgendwelche tiefe Zustände zu erreichen. Das ist mal auf jeden Fall wichtig. Und etwas, was wichtig ist, ist, dass wenn man wirklich eine transformierende Praxis will, das ist ein langer Weg. Das ist ein sehr langer Weg, also man braucht einen langen Atem. Es gibt so ein Cartoon, das ich immer noch eines der tollsten finde. Da ist ein Lehrer oder ein Guru und ganz viele Schülerinnen und Schüler, wo er sagt, the path to enlightenment is long. That's why I ask you to bring along sandwiches and a change of underwear. Ja, aber es ist natürlich treffend, es braucht. Es ist ein Lebensprozess. Es ist ein Lebensprozess. Und ja, früher alle meine, vor allem meine grossen tibetischen Lehrer, die sagen, verglichen mit meinem Lehrer habe ich keine Ahnung, ich sage einfach jetzt euch, was der hat gesagt. Und früher habe ich gedacht, das ist so tibetisch, da tut man sich so ein bisschen ab. Und mittlerweile denke ich, ja, zum Teil ist es wahr. Das ist ein langer Weg. Und die erste Stufe vom Erwachen, sagen sie manchmal, die rauskommen, ist wie bei einer Orange, wenn ihr etwa von der Genti seid. Andererseits ist ganz klar und ganz wichtig, jeder Schritt, den wir wirklich machen auf diesem Weg, lohnt sich. Und das ist ja das, was ihn dran behaltet. Das Leben wird einfacher, das Leben wird leichter, das Leben wird verbundener. Das Leben bekommt Sinn, nicht weil wir etwas Sinnvolles denken oder eine sinnvolle Philosophie haben, sondern dort Verbundenheit, die gibt automatisch im Leben Sinn. Weil Depression und andere Schwierigkeiten kommt. Sinnlosigkeit kommt aus ganz tiefer Selbstzentriertheit, die man nicht extra macht, wo irgendwie durch die Umstände ist so geworden. Aber das ist genau das Gegenteil. Es ist ein langer Weg, aber ein lohnender Weg auf jedem Meter. So. Wenn man mehr möchte über dich finden, dann gibt es deine Website fredvonalmen.ch. Dort hat es, glaube Hunderte von Vorträgen. Ich glaube etwa 80. 80? Ja, vielleicht 80, 90. Ja. Aber sehr viel, zum Teil sogar transkribiert. Also dort ist eine reiche Fundquelle, wo die Leute hin. Gibt es sonst noch so Inspirationsquellen, wo du sagst, hey, das wäre noch etwas, wo könnt ihr dort noch schauen oder dort findet ihr noch etwas Spannendes?
Na gut, es gibt natürlich auf meiner Website noch meine Vorträge. Und gerade zum Beispiel auf dharmaseed.com gibt es hunderte von Vorträgen. Wenn jemand eine weitere Range von Vorträgen hören will, dharmaseed.com ist sicher wichtig, aber es gibt auch ganz andere Zugänge. Es gibt andere Kurse, die aus anderen Traditionen, die außerordentlich inspirierend und hilfreich sind. Also es muss in dem Sinne nicht unsere Art von Vipassana sein. Obwohl ich die sehr hilfreich und sehr gut finde. Sonst würde ich es nicht machen, seit 50 Jahren. Aber was vom Felsentor angeboten wird oder was der Lama Tellmann im grünen Baum anbietet oder viele andere, die mir jetzt gar nicht in den Sinn kommen, was es gibt, was auch hilfreich ist. Und das ist auch manchmal, kommt es auf eine Persönlichkeit drauf an, was einem liegt. Und von dem her denke ich, es ist gut, wenn man ernsthaft an verschiedenen Orten zuerst ausprobiert und nachher entscheidet. Immer Schaufenster-Shopping macht keinen Sinn, aber zuerst herausfinden, wo dass man sich einigermaßen daheim fühlt, ist, glaube ich, schon wichtig. Wahrscheinlich findet man nicht die perfekte Sangha, aber es ist wieder Thich Nhat Hanh so gesagt hat, ihr bekommt die Sangha, die ihr verdient. Ja, ich glaube, wenn man mal in dem drinnen schon interessiert ist, gibt es viele Möglichkeiten. Oder man kann jetzt mit der Zeit, vielleicht in einem Jahr, 2, einfach am Lukas Wittmer seine Webseite für Meditationsszene Schweiz auftun und schauen. Da gibt es ganz viele Tipps. Ja. Fred, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Es war sehr spannend. Danke für deine Zeit. Danke, dass du zu mir hergekommen bist. Ich freue mich auf weitere spannende Vorträge und Begegnungen von dir und mit dir. Sehr gerne, ja. Danke für die Einladung. Das hat mich auch selber interessant gedacht. Ob es schon jemand interessiert, werden wir vielleicht sehen. Das hoffen wir. Danke vielmals. Danke dir. Das war Meditationsszene Schweiz, ein Podcast von Lukas Wittmer. Es würde mich freuen, wenn du dort, wo du deine Podcasts abladest, eine Bewertung hinterlässt. Und schau doch einmal rein auf meiner Website meditationsszene.ch. Dort hat es einen Haufen weiteres Material. Gute Zeit und bis zum nächsten Mal.